Wer von euch lästert am meisten hindurch über andere? Achtung, fertig, los. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin wieder mal da mit meinen Geschwistern, und zwar auf der einen Seite... Der Cedric. Was nochmal? Ich habe hey gesagt, du behindert. Und das ist meine Schwester. Joel. Und hinter der Kamera habe ich auch eine ganz spezielle Person, und zwar... Die Mutter von der Nathalie. Ja, nur von der Nathalie. Heute machen wir ein richtig nice Video. Wir haben nämlich alle da so Kärtchen. Und zwar ist es «Wer wird eher?». Wir haben dann nämlich alle unsere Namen. So. Und wir haben das Video schon mal gemacht. Es ist einfach ein bisschen anders. Und zwar sind es nicht irgendwelche random Fragen, sondern es sind Fragen von meiner Mutter. Und sie weiss eigentlich die Antwort meistens schon. Also es sind vielleicht Fragen über uns, über unsere Kindheit oder ihre Meinung. Und wir müssen herausfinden, was sie am ehesten denken können oder wer es am ehesten auf uns zutrifft. Und ich will gar nicht so viel labern, ich würde sagen, wir fangen doch mal mit dem Video an. Let's go! Oh, Das ist aber voll draussen. Das ist aber voll draussen. Ich muss jetzt gleich noch kurz ganz kurz etwas ankündigen. Und zwar ist nächsten Samstag, also in weniger als einer Woche, ist das Zuschauertreffen von mir, Mark Galaxy, Adita Toro, Gianmaria Finger, Maelo, Stucki und noch anderen Schweizer YouTuber. Und zwar ist das vom 14:00 bis ungefähr 18:00 in Zürich an der Wiese Seebad. Geht unbedingt schauen. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir mit dem Video an. Let's go! Fangen wir mit der ersten Frage an. Wer von euch drei ist am fleissigsten? Hat sich geändert über die Jahre. Ja, also jetzt genau. Genau jetzt? Jetzt! Oh, okay. Ja, okay. 1, 2, 3. Wer haben die? Nathalie? Weiß es nicht. Joel. Wieso hast du mich? Keine Ahnung. Also Du ich kannst sicher nicht. Joel hat mir als Mutter mir erzählt, dass Joel auch nicht mehr so fleissig ist. Ja, du bist früher sehr fleissig gewesen. Und ich habe das Gefühl, ich bin jetzt am meisten, weil ich halt SLS habe und dann ich kann immer um 12 Uhr aus und bleibe immer bis um 5 Uhr. Also allgemein, ich habe das Gefühl einfach, jetzt mal, wenn es nicht Schule ist, Nathalie ist einfach immer weg und irgendetwas am machen. Ja, das hat auch etwas. Ja, ich bin immer so ein bisschen... Hey, aber jetzt bin ich viel fleissiger geworden. Also ich Sogar. persönlich finde, die Antwort ist Joel. Oh, okay. Weil sie ist wirklich dauernd an ihrem Pult am Hocken und am Klicken auch. und am Büffeln und Streben. Wer hat das Herz auf der Zunge? Das heisst, eine Person, alles was die Person denkt und fühlt und erlebt, tut sie erzählen. Ah, ich sage Es ist so klar. 2, 3. Ja. Das habe ich früher nicht gemacht. Ich glaube, ich bin die, die am offensten erzählt. Dann würde ich sagen, Also sie ich- und dann du. Ja. Ich erzähle es schon, aber halt nicht euch. Ja, eben. Ja. Wer ist von euch am ordentlichsten? Okay. Oh, warte. Finde ich. Ist es eindeutig? Warte, ich muss überlegen. 1, 2, 3. Joel. Ja. Aber ich habe gesagt, in der Küche und so bin ich. Weil sie ist die einfach alles stehen lässt und Milch und so rauslässt. Ja, find- Und ich tue alles in die Geschirrmaschine rum und immer versorgen. Und so technisch bin ich. Ich schaue auf der Nathalie einen Laptop und es ist einfach alles irgendwo. Wer von euch drei ist am besten erzogen? Am anständigsten, höflichsten? Bei wem ist ihr am meisten Das weißt du gelungen bei als uns ja Erzieher? nicht. Achtung, fertig, los! Ich mache mir den gönnen, glaube ich. Ich glaube, ich kann mir auch gönnen, weil, ich muss kurz meine Erklärung. Erst, wenn es Besuch gibt, sind ihr wie meistens so einfach da oben hocken. Alhamdulillah. Ich Nein, bin nein, die, die dann runtergeht reden. Nein, aber nein, ich bin immer der, der 10 Stunden ist und ihr wartet dann da oben so. Es kommt davon, wer das auf zuerst. Ja, okay, das stimmt. Ja, keine Ahnung. Eigentlich keiner von uns hat Besuch gern. Eigentlich ist keiner von uns erzogen. Nein. Also ich muss sagen, früher war es der Sedi, der ist wirklich immer auf die Leute so eine Grüße. Gut, ich habe die ganze Zeit gelabert. und so. Die ganze Und Zeit. jetzt im Moment denke ich mich einfach schön, wie Nathalie sich viel bedankt. Ja, Mann! Der Sie noch schön Danke sagen. Ich will schön Danke sagen. Gut, wer von euch ist am frühesten selbstständig gewesen und hat keine Mami mehr gebraucht? Achtung, fertig, los! Ja. Hat alle gesehen? Eindeutig, Ja, ich glaube schon. Also ihr habt auch lange Mami, Mami helfen und so. Und der Sedi hat doch keine Mami. Ich habe einfach keinen Bock mehr auf dich. Wer von euch ist am kompliziertesten und am heikelsten im Essen? Wer ist am heikelsten Okay, im Essen? Wer ist mega Achtung, kompliziert? fertig, los! Ich weiß Ich habe nicht. gesagt, Ich muss dazu früher etwas sagen, ich habe es so gewusst. Aber ich koche einfach grusig. Ich koche wirklich grusig. Sie kocht so,
sie kocht sie hat mir letztes Mal das Fleisch gemacht, das innen drin einfach rot war. Und ich bin fast so... Das ist auch ein Fleisch. Das Das Fleisch ist auch innen drin. Kalbfleisch. Ja, aber das ist aber wirklich richtig rot drin. Wir haben das nie im Kochen. Ich finde, wir sind alle nicht mehr so heikel, aber es ist noch Ja. am ehesten. Aber er war früher am meisten, weil er hat früher... Also Ich habe nichts das ist gegessen. ja. Nein! Und jetzt ist er der, der eigentlich alles probiert. Aha. Wer ist, jetzt kommen ein paar Kindheitsfragen. Ja, wenige. Wer war früher von euch der grösste Brüllatsch gewesen? Auch früher so im Sinne von easy. Baby, oder? Ja, Kleinkind. Ja, das weiss ich. Ja, ich glaube, ich weiß auch wer. Oh ja, ich weiß wer. Achtung, fertig, los. Sie ist jeden Morgen brüllend vor dem Kasten gestanden und hat gewusst, Ja, oh mein Gott, ich bin so sie ist auch jetzt noch da. Ah, ja, Ich weiß immer noch nicht, was anziehen. Aber du brüllst immerhin nicht mehr. Aber ich muss euch sagen, ihr habt sie so in Erinnerung, Joel ist die Jüngste. Ja, das stimmt. Aber der grösste Brüllatsch war Natalie. gewesen. Ah! Oh, sie hat immer am 5 hat sie gebrüllt. Wer von euch hat am längsten Windeln gebraucht? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Ah! Das weiss ich noch nicht. Achtung, fertig, los. Genau. Er hat am längsten Nachtwinter gehabt. Ja, ja, stimmt. Ja, du hast noch ein Ja, lang stimmt. neues Bett. Stimmt. Gut. Wer von euch ist das faulste Kleinkind gewesen und ist am längsten im Kinderwagen geguckt? Oh, das ist... Keine Ahnung. Das ist eindeutig. Du darfst eigentlich gar nicht sagen. Ja, jetzt... Ah, voll egal, scheiße. Ja, es ist klar. Ich erkenne, wieso denn? Joy hat am längsten gehabt, bis sie laufen konnte. Echt? Ja, die ist über 1,5-jährig, bis sie angefangen hat zu laufen. Die war so faul. Die ist immer im Wagen, hat sie hocken. Nie laufen. Und die zwei die haben gebrüllt, wenn ich im Wagen hocken. Die wollten laufen. Echt? Ja. Wer von euch hat am meisten Kollegen? Achtung, fertig, los. Ich habe gesagt, du hast viele Kollegen, aber das sind... Also, Doch, das ist voll. ich habe viele Kollegen, wo ich nicht mega eng bin, aber du hast viele Kollegen und die sind... Nein, ich habe auch viele Kollegen, wo ich nicht mega eng bin. Ich habe das Gefühl, wir sind alle etwa gleich. Wir haben alle Ja, einen irgendwie riesen so. Haufen. Ja. Wir können es jetzt so einschätzen bei dir, Sedin, du hast viele hast du in deiner virtuellen Welt. Und Ja, das sowieso. sorry. Ja gut, dann würde ich aber mich sagen. Okay. Zählt auf Disco und all das Shit. Wer von euch pflegt sich selber am besten? Flagge. Los. Ja, das ist klar. Weil sie hat... Also Das du ist machst klar. viel für deine Haut und so. Sie macht viel Sport, schaut sich gut, sie tut Haar viel strählen, sie tut ihre Nägel. Ja, okay, meine Haare noch. Ich Scheiße. Nein, das ist wirklich so. Nathalie ist auch gut und der Sedin ist schlecht. Wer von euch ist am meisten hilfsbereit bei Mami im Haushalt? Los. Ja. Ich? Eindeutig. Oh, der Punkt Ja, ist ein schöner Punkt. Also Joy tut dafür ihr Zimmer selber aufräumen, aber Nathalie tut ein bisschen im Haushalt, ein bisschen in der Küche mal ab und zu ein bisschen aufräumen. Ich tue einmal im Jahr Der Sedi 100 hat einmal Rasen gemäht, das muss man sagen. Und der Sedi hat einmal den Containerfähig geführt. Das ist auch cool. Wahrscheinlich denken sich alle Leute aus, ja, was sind ihr für... Aber grundsätzlich sind die alle Pfeifen. Ja, Das ist halt wirklich sehr scheiße. ich bin nicht stolz drauf. Nein, ich auch Nicht nicht. so. Gut. Wer von euch lästert am meisten hindurch über andere? Achtung, fertig, los. Aber das ist nicht lästern. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie mega der Letzte ist. Nein, wirklich Kann sie auch nicht. Aber am ehesten. Aber ich sage meine Meinung über Personen. Sie tut die Leute sehr scharf kritisieren. Das ist Ja, das ist stimmt. nicht unbedingt lästern, aber ihr fällt halt extrem viel auf. Sie hat eine extreme Beobachtungsgabe, was Leute Ja. anbelangt, oder? Sie Ja. weiss ganz genau, wenn jemand echt ist oder ob er ein Fake Ja. ist und eine Show Das weiss macht. Wer kann am besten zeichnen? Das Ding ist, ich weiss gar nicht, wie man ihr zeichnet, weil früher hat man als Kind viel mehr in der Heizung und jetzt ist es eher so, dass man in der Schule zeichnet. Bloß ich bin auf digitale Zeichnung. Ja, ganz das ist ehrlich. Achtung, fertig, los. los. Ja, eigentlich hat der Sedi recht. Ja, ich hätte auch gesagt, Ihr seid alle wirklich gut. Reizkopf, jeder nimmt sich selber. Jetzt die letzte Frage ist, wer von euch kann am längsten A sagen? Das kann ich, da bin ich. Gut. Achtung, fertig, los!
Ich so, So, das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt doch einen Daumen nach oben. Ich habe es mega cool gefunden, auch mal von meiner Mom zu erfahren, was sie so ein bisschen von über uns denkt. Und auch so, was ihr so denkt, was wir so denken voneinander. Vergesst nicht, mich zu abonnieren, wenn ihr kein Video mehr von mir verpassen wollt. Und was auch ganz wichtig ist... Ding, ding! Oh mein Gott! Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit immer Benachrichtigungen bekommt, wenn ich ein Video verlade. Und dann würde ich sagen, ist es mit dem Video. Bis am nächsten Sonntag!